Hallo, lass uns Deutsch lernen. Heute ein kurzer Dialog. Hör gut zu. Heute dreht sich alles um vegetarische und vegane Ernährung. Ein Thema, das in den letzten Jahren immer präsenter geworden ist. Absolut, die Zahl der Menschen, die sich für eine pflanzliche Ernährung entscheiden, wächst stetig. Aber warum eigentlich? Da gibt es viele Gründe. Gesundheit, Umweltschutz, ethische Überlegungen. Was fällt dir dazu ein? Gesundheit ist definitiv ein großer Punkt. Viele Studien zeigen, dass eine pflanzliche Ernährung das Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes senken kann. Ja, es gibt auch viele, die sich aus ethischen Gründen gegen den Konsum von Fleisch entscheiden. Die Bedingungen in der Massentierhaltung sind oft katastrophal. Und dann ist da natürlich noch der Umweltaspekt. Die Produktion von Fleisch verursacht hohe CO2-Emissionen und benötigt Unmengen an Wasser. Genau. Ein Kilo Rindfleisch verbraucht beispielsweise rund 15.000 Liter Wasser. Das ist schon enorm. Aber jetzt mal ehrlich, auf Fleisch zu verzichten, ist für viele gar nicht so einfach. Wie kann man den Einstieg schaffen? Ich denke, es hilft, klein anzufangen. Vielleicht erst mal einen Tag in der Woche komplett fleischfrei essen und von dort aus weitermachen. Und es gibt so viele tolle Alternativen, von Tofu über Seitan bis hin zu Linsen und Bohnen. Vieles davon ist richtig lecker. Auf jeden Fall. Und die Auswahl an pflanzlichen Produkten im Supermarkt wächst auch ständig. Vegane Burger, Wurst und sogar Käse minus da ist für jeden was dabei. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch der soziale Aspekt. Wie gehe ich damit um, wenn ich bei Freunden eingeladen bin? Kommunikation ist hier das A und O, einfach offen ansprechen. Die meisten Gastgeber sind doch froh über einen Hinweis und bereit, Alternativen anzubieten. Und wenn man selbst kocht, kann man auch Freunde und Familie mit tollen Rezepten beeindrucken. Oft merkt man gar nicht, dass etwas vegan ist. Stimmt. Viele Desserts, zum Beispiel minus vegane Brownies oder Käsekuchen, sind ein Hit auf jeder Party. Ein weiteres Missverständnis ist, dass vegetarisch oder vegan automatisch teuer ist. Was sagst du dazu? Das muss nicht sein. Saisonale und regionale Gemüse sind oft günstiger, und Produkte wie Hülsenfrüchte sind sehr erschwinglich und nahrhaft. Und wenn man in großen Mengen kocht und vielleicht sogar einfriert, kann man richtig sparen. Absolut, Planung ist das halbe Leben. Und es gibt so viele tolle Rezepte online, die zeigen, wie vielseitig und preiswert pflanzliche Ernährung sein kann. Zum Schluss noch ein Gedanke. Viele glauben, dass man als Vegetarier oder Veganer nicht genug Nährstoffe bekommt. Was denkst du dazu? Mit einer ausgewogenen Ernährung ist das kein Problem. Wichtig ist, sich zu informieren, minus zum Beispiel über Proteine und Vitamin B12. Vielleicht ein Bluttest beim Arzt, um sicherzugehen, dass alle Werte passen? Genau, das kann helfen. Und wer unsicher ist, kann auch einen Ernährungsberater hinzuziehen. Zum Abschluss eine Frage an unsere Zuhörer. Habt ihr schon mal einen fleischfreien Tag eingelegt oder seid ihr vielleicht schon komplett vegetarisch oder vegan? Was sind eure Erfahrungen?